speak English here. So I feel so bad for you because you're going to hear the sermon 2 times. Guten Morgen miteinander. Einige von euch können ja Englisch und ihr habt das Pech, dass ihr die Predigt zweimal hört. You know, do you realize how beautiful your country is? Wisst ihr eigentlich, wie schön euer Land ist? Do you get so used to it you don't realize how beautiful it is here? Oder habt ihr euch schon so daran gewöhnt, dass ihr nicht mehr seht, wie schön es ist? So the next time you're having a bad day, Das nächste Mal, wenn es dir nicht gut geht, just look around. schau dich einfach um, At least I'm having a bad day in Switzerland. denn mindestens hast du einen schlechten Tag in der Schweiz. How bad of a day could you really have in Switzerland? Wie schlecht kann dein Tag in der Schweiz überhaupt sein? Much better than having a bad day in, the desert somewhere. Es ist viel besser, als einen schlechten Tag irgendwo in der Wüste zu haben. So my name is Ron. Mein Name ist Ron. Everybody say hello, Ron. Und bitte sagt Hallo Ron, I want to be friends. damit wir Freunde sein können. This is my first time to speak in your beautiful country. Es ist das erste Mal, dass ich in eurem schönen Very Land first. rede. And depending on how it goes, maybe my last. Und je nachdem, wie es geht, auch mein letztes Mal. So, but I have been here before with my wife for our 20th anniversary. For Aber our ich war marriage. hier schon mal mit meiner Frau zu unserem 20. Hochzeitstag. We went to Interlaken Wir sind nach Interlaken gefahren and Zermatt. und Zermatt. And my wife is so sad she's not here with me today. Und meine Frau ist so traurig, dass sie nicht hier sein kann. So I said, honey, I will keep my eyes closed the whole time. I won't look at anything beautiful. Und ich habe ihr versprochen, dass ich die Augen die ganze Zeit zu habe, damit ich die Schönheiten nicht sehe. Amen. So it is so much a pleasure to be here with you today. Es macht mir so viel Freude, heute mit euch hier zu sein. And I'm so thrilled. Now, I need to go get something out of my pocket here. So I can tell people you love the Lord here, don't you? Ich kann Ja. sagen, dass ihr den Herrn liebt. And how many of you have a good imagination? Wie viele von euch haben eine gute Vorstellungskraft? So I want you to imagine today that you're on the beach Ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass ihr am Strand seid. on a very warm day. An einem sehr warmen Tag. You can feel the warm sand between your toes. Und du fühlst den warmen Sand zwischen deinen Zehen. Are you there? Stellt euch das vor. And the beach is calling, come to me. Und die Brise ruft, komm zu mir. And maybe you don't like to swim, but today you're going in. Vielleicht schwimmst du nicht gerne, aber heute gehst du da rein. It's warm water in Es the ist warmes Bahamas. Wasser. You're frolicking around, swimming. Und du genießt es einfach da zu schwimmen. Did you get that frolicking word? Frolicking means having fun in the water. Also, dass es einfach Spaß macht, ihr genießt es. And then after about an hour, you look and you're a mile or a kilometer, 2 kilometers away from the beach. Und nach einer Stunde merkst du dann, dass du 2 Kilometer vom Strand entfernt bist. And you're thinking, oh, I'm going to get washed out to sea. Und du denkst, oh, das spült mich ins Meer hinaus. So you start swimming as fast as you can back to the shore. Und du schwimmst so schnell du kannst zurück am Strand. And the closer you get, you hear this thundering, crashing water. It's a wave. Und je näher du da kommst, desto stärker ist dieses Wasser und donnert, weil es eine Welle ist. And it's so loud, you look over the edge and it's a wall of water about 100 meters high. Und dann hörst du, es ist so laut und du schaust und es ist eine Wasserwand 100 Meter hoch. And you think, oh no, I'm going to get crashed into the sand. So you turn around and start swimming back out to sea again. Und dann denkst du, oh, es wird mich auf diesen Sand zerschlagen und du schwimmst zurück ins Meer. So you swim in as fast as you can. Und du schwimmst so schnell du kannst. But it doesn't matter. Es spielt keine The Rolle. wave pulls you in and you start going around and around Und and die Welle around. kommt über dich und dreht und And you dreht. come up for air and it pulls you back down. Und du kommst hoch, schnappst Luft und es geht wieder runter. And one time you come up and you see your wife and your children and they're doing the same thing and they're getting around, swirling around as well. Und einmal, wie du auftauchst, siehst du, dass deine Familie, deine Frau, deine Kinder auch da sind und kämpfen. You come up another time and you see friends from church, people you work with, and they're all doing the same thing, but they're getting pulled under. Und dann, wie du das nächste Mal raufkommst, siehst du deine Freunde von der Gemeinde, die auch da kämpfen im Wasser, bevor es wieder runtergeht. Welcome to our new normal. Das ist unser neues Normal. After all the crazy things that have happened the last few years with the pandemic all around the world,
mit all den verrückten Sachen, die in den letzten paar Jahren auch durch die Pandemie geschehen sind weltweit. In fact, the waves are so fast, the waves of change. You're thinking, well, maybe we should stay here for a while. We're not going to get out of the wave. We'll have dinner up here. We'll have lunch up here on the waves with all our friends as they're trying to survive. Und diese Wellen, die in den letzten 3 Jahren so gekommen sind, dass man denkt, man möchte hier bleiben am Rand und einfach essen und genießen, während die anderen da kämpfen. A lot of questions have been asked. After COVID, what will the new normal be? Und die Frage ist oft gestellt worden, nach Covid, was wird das neue Normal sein? Or when can we get back to the old normal? Oder wann gehen wir zum alten Normal zurück? But the new normal is change, but only faster and faster and faster. Aber das neue Normal hat verändert, es wird immer schneller und schneller. Imagine 10 pandemics at once, but only one is health, another is economic, another is, with governments, another is technology, all converging at once. Stellt euch vor, wir hätten 10 Pandemien gleichzeitig, nur eine Gesundheit, aber eine die Wirtschaft. Sorry, I missed some of them. Yeah, technology, government. Eine der technischen Entwicklungen, eine die Regierung. And now we've got to learn how to swim and survive and thrive with all that change happening at once. Und wir müssen jetzt lernen zu schwimmen, zu überleben und uns darin auch wohlzufühlen und voranzukommen in all diesen Veränderungen. Remember, one day somebody said, hey, there's a virus. I think it came from China. The next day, everybody has a mask on. Eines Tages hat jemand gesagt, hey, da kommt so ein komischer Virus von China. Am nächsten Tag hatten alle Masken an. Next day, all the governments are shut down and all the businesses shut down all around the world. Und am nächsten Tag sind alle Regierungen nicht mehr arbeitsfähig und alle Geschäfte gehen zu. How did that happen so quick? Und wieso ist das so schnell geschehen? So many things with wars and rumors of wars. Und so viel mit Kriegen und auch Gerüchten von Kriegen. Most people in the world didn't even know where Ukraine was. Die meisten Menschen auf der Welt haben nicht einmal gewusst, wo Ukraine ist. You did, but most of the people in the world didn't. Ihr wusstet es, aber die meisten auf der Welt wussten es nicht. And all of a sudden they heard about, hey, I heard Russia's going to invade, and now everybody knows where Ukraine is. Und dann haben die Leute angefangen zu sagen, oh, ich habe gehört, Russland hat Ukraine angegriffen. Und jetzt wissen alle, wo Ukraine ist. I think my slides are there. I was actually in Ukraine a couple years ago. This was the former president of Ukraine. Ich war vor ein paar Jahren in der Ukraine und das ist der frühere Präsident. He was the president the last time Russia invaded Ukraine. Er war Präsident, als Russland das vorherige Mal angegriffen hatte. He's actually a Baptist preacher. Er ist ein Baptistenprediger. Kind of looks like a Baptist, right? Sieht er nicht wie ein Baptist aus? But actually, the Lord used him, and with 20,000 troops, they defeated the Russian army and chased him back out. Und dank der Gnade Gottes konnte er mit 20.000 Leuten die Russen zurücktreiben. Seems like they need another miracle now, right? Und jetzt brauchen sie ein anderes Wunder. But it's interesting how today one little thing happens one place and it goes all around the world. The waves of change are swirling around us. Und heute, wenn irgendwo etwas auf der Welt geschieht, dann zieht es sehr schnell Kreis und die ganze Welt weiß davon oder ist beeinflusst. So all kinds of technology changing us, all kinds of social media changing us all the time. Also all die Sachen, die im technologischen Bereich ändern oder auf Social Media ändern die ganze Zeit. So this morning, Heute Morgen. I want to show you this guy. His name is Rodrigo from Brazil, and he's one of the world champions. He's surfing that 80-foot wall of water right there. He's right there. Also das ist ein Bild von einem Surfer aus Brasilien, Rodrigo. And so this is what we're going to talk about this morning. Und er surft auf dieser Wasserwelle und darüber reden wir heute Morgen. How we can surf the waves of change. Wie Wind und Surf the waves of change. wie wir die Wellen surfen können, wenn sie sich verändern. Wouldn't it be great if we, the followers of Jesus, we're not intimidated by all the change, but we're the ones that thrive and surf the change rather than get defeated by it? Wie wäre es, wenn wir Christen nicht uns fürchten vor diesen Wellen, sondern wenn wir sie darauf surfen nutzen können? So maybe you didn't realize this morning, you thought you were coming to church, you're actually coming for surfing lessons. Vielleicht habt ihr das noch nicht realisiert. Ihr dachtet, ihr kommt zum Gottesdienst und jetzt seid ihr in einer Surfingstunde. So we're going to read some scripture and Wir lesen we'll eine pray. Schriftstelle. Go ahead. Do you want to read Matthew 7, 24 through... Wir sind in Matthäus 7, Vers 24 und die folgenden. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug
und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Let's pray. Lasst uns beten. Jesus, help us this morning Jesus, hilf uns heute Morgen, to build our life on the rock. dass wir unser Leben auf dem Fels bauen, That no matter what storms or what waves, we're confident in you. dass egal was für Stürme und Wellen kommen, dass wir in dir geborgen sind. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen. So we just completed doing research all around the world on the churches that do the very, very best at reaching and discipling young people all around the world. Wir haben gerade eine Studie abgeschlossen, wo wir erforscht haben, wie Gemeinden erforscht haben, wie sie mit jungen Menschen, Reaching and discipling young people. wie sie junge Menschen erreichen und auch zu Jüngern machen können. And becoming a great disciple is the key to surfing the waves of change. Und ein guter Jünger zu werden, ist der Schlüssel, um auf diesen Wellen zu surfen. So we want to talk about what does that really mean? Und ich möchte darüber reden, was das wirklich heißt. And so we found there are 6 habits that disciples do all the time on a regular basis. Und wir haben 6 Gewohnheiten entdeckt, die die Jünger die ganze Zeit machen. Remember the Great Commission, go ye therefore? Ihr erinnert euch an den Missionsauftrag, geht. He said, go and make converts. Es heißt, geht und macht Bekehrte. Is that what he said? Ist das so? Go and make. You all speak English. Das heißt, geht und macht zu Jüngern. The problem, at least in America, we use the word disciple and we don't really know what it means. In Amerika haben wir das Problem, dass wir das Wort Jünger brauchen und nicht wissen, was es heißt. In America, we think, oh, it's the classes you take right after you pray a prayer to give your life to Jesus. 4 classes and then you're done being a disciple. Sie glauben, dass man nach der Bekehrung viermal einen Kurs besucht, wie das Glaubensleben geht und dass dann alles erledigt ist. But being a disciple is so much more than that. Aber ein Jünger zu sein bedeutet viel mehr In als fact, das. you can see through all these scriptures, all through Acts, they were trying to make people disciples, not just converts. Ihr seht das durch das Neue Testament, auch in der Apostelgeschichte, dass sie wirklich versucht haben, Menschen zu Jüngern zu machen und nicht nur zu Bekehrte. Acts 6:1 says, and the number of disciples was increasing. So they were getting more and more of them. In Apostelgeschichte 6,1 heißt es, dass die Zahl der Jünger wuchs. Da wurden immer mehr. In verse 7 it says the number of disciples in Jerusalem increased rapidly. Und in Vers 7 heißt es, die Anzahl der Jünger in Jerusalem stieg schnell. So Jesus wants a lot of people to come, but he wants them to be disciples, not just people who lift their hand and pray a prayer. Jesus möchte, dass viele Menschen zu ihm kommen, aber er möchte, dass sie Jünger werden und nicht nur einfach schnell ein Gebet sprechen. In fact, one time it says Jesus spoke to the crowds and to the disciples. Einmal heißt es, dass Jesus zu den Mengen und zu den Jüngern sprach. In other words, in any gathering of people, there'll be the crowd and then there'll be disciples. Immer wenn Menschen zusammenkamen, war dann die Menge und es war die separate Gruppe der Jünger. The crowd might be there to see the miracles, to get free fish and free bread, but the disciples stay afterward to listen to Jesus. Die Menge, die sieht die Wunder und die bekommen das Brot und den Fisch, aber die Jünger bleiben länger hinterher und hören, um was es geht. In other words, just because you're in a crowd of people that are interested in Jesus doesn't mean you're a disciple. Mit anderen Worten, wenn du zu dieser Menge gehörst, die an Jesus interessiert ist, bist du noch lange kein Jünger. So all through Acts it talks more and more about winning people to become disciples, not just to go to heaven. In Apostelgeschichte wird also mehr und mehr darüber geredet, dass es darum geht, Menschen als Jünger zu gewinnen und nicht einfach, dass sie in den Himmel kommen. So let's talk about what does that really mean? Lasst uns darüber reden, was das wirklich heißt. First, let's talk what is a disciple. Zuerst einmal, was ist ein Jünger? So I like this definition, the lifelong pursuit of becoming more like Jesus by learning from him and experiencing his reality. Also die Definition von Jünger ist lebenslang dem Nachstreben, dass man mehr wie Jesus wird, indem man von ihm lernt und seine Realität erlebt. So it's a lifelong pursuit.
Das ist also eine lebenslange, It's not a class. es ist nicht ein Kurs, It's not a Bible college. es ist auch nicht Bibelschule. Oh, I have my ministry degree. Now I'm a good disciple. Also es gibt da nicht, ich habe jetzt meinen Master in Jüngerschaft. It's for everybody who seeks to become like Christ. We've got to be in a lifelong pursuit, becoming more like him. Sondern es ist für jeder, der wirklich wie Jesus werden will, dass man ihm das Leben lang nachfolgt. Learning Dass sich da from investiert. his word and experiencing him like we did this morning in worship. Dass man von seinem Wort lernt und dass man ihn auch so erfahrt, wie wir das heute Morgen im Worship gemacht haben. But then the question comes, what does the disciple actually do? Und die nächste Frage ist, was macht denn ein Jünger? Oh, well, we come to church on Sunday. Is that what we do? Ja, wir kommen am Sonntag in die Kirche. Ist es das? That's the smallest part of what we do. Das ist das Kleinste vom Jüngersein. And so we looked at what these disciples around the world, what they're training young people to do, and we're going to talk about 6 habits of a disciple. Und wir haben also geschaut, was die verschiedenen Kirchen ihren jungen Menschen beibringen als Jüngerschaft. Und das sind 6 Elemente, die uns aufgefallen But sind. one of the things the disciple does is we meet with Jesus every day. Ein Jünger trifft sich mit Jesus jeden Tag. You know, back when Jesus was alive, the disciples would stay afterwards and ask Jesus questions. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Asking him all kinds of questions. Als Jesus noch hier auf der Erde war, sind die Jünger immer nachher zu ihm gegangen und haben gesagt, was heißt das, was heißt das, was bedeutet das hier? So we developed some tools to help people connect with Jesus every day. Und wir haben darum Tools entwickelt, mit denen Menschen wirklich jeden Tag mit Gott verbunden sein können. And it looks like a book, but it's not a book. It's a tool. Das sieht hier wie ein Buch aus, ist aber keins, sondern es ist so ein Werkzeug oder Tool, Hilfsmittel. So, and I brought a few of these just in case some people are crazy here. Es gibt also, ich habe einige Bücher mitgebracht, so wenn jemand von euch denkt, er möchte das. We have a whole series of books called Pathway to Freedom. Wir haben eine ganze Serie von Büchern, die Weg zur Freiheit heißen. And this one's called How Jesus Impacts Every Part of My Life. It's trimester 1. Und es heißt, wie Jesus jeden Bereich meines Lebens beeinflusst. I'll explain how it works. Und ich sage euch, wie das geht. So, what if I'm lonely? What if I have issues in my family? What about music? Each week, there's 12 weeks, and each week talks about a different topic. Es gibt verschiedene Themen, aber in jeder Woche ein anderes. Was ist, wenn ich alleine bin? Was ist in meiner Musik? Was ist mit meiner Familie? But it's not a book that you read. It's a book that you spend 2 or 3 pages a day, and it has stuff you write down, scriptures that you read. So it helps you connect with Jesus every day. Es ist also nicht ein Buch, das man einfach liest, sondern es ist ein Buch, wo man jeden Tag 2 bis 3 Seiten durcharbeitet. Es hat Fragen drin, es hat Platz drin zum Reinschreiben und das hilft einem, mit Jesus in Verbindung zu kommen. And then at the end of the week, there are discussion questions, so you can do it with a friend, you can do it with your child. A lot of people don't know how to disciple their own children. It's a discussion question. You can talk about what Jesus did all week long in your life when you met with him. Und am Schluss von der Woche gibt es dann ein Kapitel, wo man Diskussionsfragen hat, die man mit sich selber oder auch mit Freunden oder auch mit Kindern, viele machen das mit ihren Kindern, durcharbeiten kann, was man in dieser Woche mit Jesus gelernt hat. So this first one is 12 weeks meeting with Jesus every day, getting closer and closer. And then we have the second one, building your whole life on the solid foundation, also 12 weeks. Also im ersten Buch sind diese 12 Wochen, wie man näher zu Jesus kommt. Dann gibt es einen Fortsetzungsband, auch wieder 12 Wochen. Just in case there's some crazy people that want to meet with people for 24 weeks. Also das ist für Leute, die vielleicht 24 Wochen so etwas machen möchten. So these are the 6 actions we found are most common good disciples are always doing. Und diese 6 Punkte sind die Sachen, die wir gesehen haben. Das sind Sachen, die Jünger immer machen. So we're going to talk about as many of these as we can today. Und wir werden so viele von ihnen wie möglich heute durchgehen. Following, seeking, renewing, transforming, connecting, and engaging. Das ist nachfolgen, suchen, erneuern, sich umformen lassen, verbinden und sich engagieren oder verbunden werden. She's doing a great job, don't you think? She's good job. So let's talk about following. Wenn wir jetzt über Following reden, also über dieses Nachfolgen. So when you look in the scripture, how many of you guys like the Bible? Wenn ihr in die Bibel schaut, also wer von euch liest Bibel? When we Christians, when we talk about how people become Christians or get close to Jesus, we use lots of different words. Wenn wir Menschen versuchen zu erklären, wie man Christ wird oder wie man Jesus nachfolgt, brauchen wir viele verschiedene Wörter. We might say,
We might say, have you accepted Christ? Have you received the Lord? Have you been born again? Also wenn wir fragen wollen, ob jemand Christ geworden ist, hast du Christus angenommen, bist du wiedergeboren, hast du den Herrn dein Leben übergeben? So verschiedene Ausdrücke. But when you look at how Jesus communicated, Aber wenn wir schauen, wie Jesus kommuniziert, when he was talking to the people about how do humans get connected to his Father, aber wenn er darüber gesprochen hat, wie Menschen mit dem Vater verbunden werden können, the most common way he described it is follow me. am häufigsten sagt er, folge mir. Follow me, I'll make you fishers of men. Take up your cross and follow me. Er sagt, folge mir, ich mache dich zu Menschenfischer, oder nimm dein Kreuz auf dich und folge mir. So what does that really mean? Was heißt das wirklich? How do you follow somebody you can't see? Wie folgst du jemanden, den du nicht sehen kannst? So when Jesus was on the earth in person, he would say, follow me. He'd walk away and they would follow him to the next village. Also als Jesus noch auf der Erde war, konnte er natürlich leicht sagen, folge mir nach. Und dann ist er irgendwo hingegangen und sie sind ihm einfach hinterhergelaufen bis ins nächste Dorf. But how do you follow somebody you can't see? Aber wie folgst du jemandem nach, den du nicht siehst? So let me ask you a question. Ich möchte euch das fragen. How many have a favorite sports team? Wie viele von euch haben ein Lieblingssportteam? Football, soccer, something else? Fußball. Yeah. How do you follow them if you've never met them in person? Wie folgst du ihnen, wenn du ihnen nie persönlich begegnet bist? You don't know them. Du kennst sie They're nicht. not your friends, Das sind nicht deine Freunde, but you know everything about them. aber du weißt alles über sie. You know all the sports data. Du kennst alle Daten aus ihrem Sport You know when they went to the championship, und du weißt, wann sie zur Championship gegangen who sind. the best scorer is. Und du weißt, wie viele Gole sie gemacht haben. I saw somebody in here with a Ronaldo shirt on, one of the young Ich habe children jemanden mit here. dem Ronaldo-Shirt gesehen heute Morgen. How do you follow? Well, you get to know everything about them. Wenn du also jemanden nachfolgst, dann weißt du alles über sie. You know everything about their sports career. Und du weißt alles über ihre sportliche Karriere. You know what the chances are that team's going to go to the championship this year. Und du weißt genau, wie gut die Chancen sind, dass sie es an die Meisterschaft schaffen. How many of you have a sports team that you really like or a sport hero that you really like? Let me see your hand. Wie viele von euch haben einen you sports Sportler, den ihr wirklich mögt und verehrt? You know, the people in England are crazy about soccer. You know that. Ihr wisst ja, die Leute in England, die sind wirklich verrückt wegen Fußball. I just met with some English pastors, and they were saying the first time they ever cried in public is when Manchester just won the championship. They don't cry during worship, but they cry during the Manchester championship. Ich war kürzlich in England und ich habe mit einem Pastoren geredet und sie haben dann gesagt, das erste Mal, dass sie öffentlich geweint haben, war, als Manchester sich für die Championship qualifiziert hatte. Die weinen sonst nicht im Gottesdienst, aber da weinten sie. Isn't it a shame that some people will know more information about a sports hero than they know about Christ? Ist das nicht schade, dass einige Menschen mehr über ihr Sportteam wissen als über Jesus? Because they follow the team. Weil sie dem Team folgen. So, I have a son, Ich habe einen Sohn and I'm not really good at sports, but I thought I should raise my son to know something about sports. Ich bin nicht wirklich gut in Sport, aber ich habe gedacht, ich ziehe meinen Sohn so auf, dass er etwas weiß über we'd go to a Sport. professional baseball game each year in Texas, where I live, so that he could, be around professional sports. Also wir gehen jedes Jahr an die Baseballmeisterschaft, sodass er dieses Gefühl dafür bekommt. Do you know baseball, huh? Ihr kennt das, Baseball. So one day we're there, and he's about 10 years old, and he's with his friend that's about 10 years old. Und einmal waren wir dort, als er 10 war und mit seinem Freund, der auch 10 war. And we're all excited, having Coke and hot dogs, and the team's there and everything. Und wir sind alle wirklich begeistert. Wir haben Hotdogs und trinken Coke und das Team ist da und alles. But I don't know much about the game. I know the rules, but I don't know about the players. Also ich weiß nicht viel über das Spiel. Also ich kenne die Regeln, aber ich kenne die Spieler nicht. I'm like a fan of baseball, but not a follower of baseball. Ich bin vielleicht ein Fan von Baseball, aber ich bin nicht so ein Nachfolger. But there were two guys behind me that knew everything. Aber hinter uns saßen 2 Typen, die wussten wirklich And I was alles. listening to them really closely. Und ich habe genau zugehört, was sie sagten. And they were saying things like, that player hit 3 home runs last week, and that one was the most valuable player last month. And they were telling all the data that they knew.
Und die haben so Sachen gesagt, wie dieser Spieler hatte letzte Woche 3 Home Runs und der Spieler hatte irgendetwas anderes. So, well, neither do I. So later on in the game, I said to my son and his friend, I said, did you know that guy hit 3 home runs last week? Und etwas später im Spiel sagte ich dann zu meinem Sohn und seinem Freund, wusstet ihr, dass dieser Spieler letzte Woche 3 Home Runs gemacht My hat? son's saying, my dad is so smart. He knows all Und mein these Sohn things. sagte, mein Vater ist so klug. So you see what happened? I wasn't a follower. I just overheard a follower. Also ich war nicht wirklich so ein Fan, ich überhörte einfach, was ein Fan sagte. That's what a lot of people are that call themselves Christians. Und viele Menschen nennen sich Christen. They're not really followers. They just come every Sunday morning and overhear a follower. Sie sind nicht selbst Nachfolger, aber sie kommen jeden Sonntag und hören, was Nachfolger von Jesus sagen. They try to repeat what they heard the follower say. Und sie versuchen nachzusagen, was die Nachfolger von Jesus sagen. This happens a lot of times in American politics. Das geschieht oft in Amerika in der Politik. You know, they want to act like they're such a Christian or something, but they're not. Und sie versuchen sich so zu benehmen wie ein Christ, aber sie sind nicht wirklich They'll say Christen. something like my favorite verse in John 16:3 says. Und dann sagen sie, ja, wie meine Lieblingsbibelstelle in Johannes 16,3 They don't realize they got it all wrong. und realisieren nicht, dass sie es gerade verdreht haben. So we have to ask ourselves, are we really followers or are we just overhearing followers when we come to church or to small groups and things like that? Are we following Christ? Wir müssen uns wirklich fragen, sind wir echte Nachfolger von Jesus oder sind wir Leute, die in den Gottesdienst kommen und anderen zuhören? What about music groups or artists? How do you follow a band that you like? You've never met them in person. Und ähnlich ist es auch bei Musikbands und Gruppen. Wie folgst du einer Gruppe oder einer Band nach, wenn du sie nicht persönlich kennst? Well, you learn their words. Na, du lernst die Texte You learn their lyrics. You memorize them. und lernst sie auswendig. How many of you have memorized some lyrics? Wie viele von euch haben schon so Liedtexte auswendig gelernt? How many of you are such a big fan of a band, you've memorized all the songs they've ever, of the CDs or music they've ever, or almost all of them? Und wie viele von euch haben eine Lieblingsband so gern, How many dass of you- ihr alle Lieder auswendig könnt? How many of you are more crazy than that? Und You wie- actually know where they were when they wrote the song and when the band got together. Und wie viele von euch wissen, wo die Band Anybody? war, als sie die Lieder Ja. schrieb und wie oft sie People are getting shy zusammenkamen? right now. They're just scratching their head. Und ich sehe Leute, die sich am Kopf kratzen. So there's so many things to follow. There's apps, there's influencers. You know, hey, I'm following them on Instagram. And when you follow somebody, you allow them to influence you. Und es gibt heute so viele Sachen, denen man folgen kann, also diese ganzen Apps, die da sind und die Influencer, denen man folgen kann. Und wenn man einem Influencer folgt, dann beeinflusst er einen, also das, was Influencer heißt. What a shame to know more about a band that doesn't know anything about Jesus, but you know all their lyrics, than we know verses from Scripture. Und ist es nicht schade, dass wir teilweise mehr über eine Musikband und ihre ganzen Liedtexte wissen, als über Bibeltexte von Jesus? What if we knew Jesus' lyrics? Was, wenn wir die Texte von Jesus auswendig Like können? so well Dass wir sie so gut können, that we know whatever he would have an opinion on whatever topic that comes up at school or at work, you Das know war- what Jesus would say about that. dass egal was für eine Situation kommt, dass du genau weißt, was Jesus in dieser Situation sagen würde. And your friends look at you and say, how do you know that? Und deine Freunde schauen dich an und sagen, woher weißt du das? Well, I'm a follower. That's what we do. We follow. Ja, ich folge Jesus nach, darum. We know what our master said. Wir wissen, was unser Meister gesagt hat. Maybe you have a band that you really like, you know everything about them, and someone comes up to you and says, oh yeah, I like that band too. Und vielleicht hast du eine Lieblingsband, von der du wirklich alles weißt, und dann kommt jemand und sagt, ja, ich mag diese Band auch. And you say, oh, really? What's your favorite song? Und dann sagst du, oh schön, was ist denn dein Lieblingsstück? Oh, it's that one that kind of goes da 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 da, and then they say a few words that everybody in the whole world knows. Und dann zitieren sie eine Liedzeile, die jeder auf der ganzen Welt weiß. And you realize this person is not a follower of the band. They're a pretender. They're a poser. Und du erkennst in dem Moment sofort, dass diese Person nicht wirklich ein Fan von dieser Band ist, sondern nur so tut, als ob.
We have a lot of people kind of around church circles that do that. Yeah, praise the Lord, amen. They know a few little Christian catchphrases, but they're not deeply knowing the words of Christ. Und es gibt es auch in der Kirche. Es gibt Menschen, die diese Liedtexte sagen können, praise the Lord, aber nicht wirklich eine tiefe Beziehung mit Jesus haben. So followers follow. Also Nachfolger folgen nach. Now, back in the old days, if you wanted to stalk somebody, you had to hide behind a bush and look out, and are they coming out of their house? And now you can just get on Facebook and stalk them. Wenn man früher jemanden stalken oder so wirklich heimlich nachfolgen wollte, dann musste man sich hinter einem Busch verstecken und schauen. Always und so heute geht man curious. einfach auf Facebook. So curious, what are they doing? What are they doing? Aber wenn man neugierig ist und wissen will, was tut sie, was tut sie? Have you ever felt like your animal, your pet has stalked you? Yeah. It's a little scary. And, you know, stalking is kind of a scary word. We don't really like to use it. But Also Stalking ist ein Wort, das wir nicht gerne haben und also es ist so etwas Unangenehmes. you know, and you know, you can get arrested for stalking and get in trouble for stalking. Man kann dafür verhaftet werden und aber echt Probleme bekommen. These are people that are so curious about the other, but they don't want the other to know it. Und es gibt aber Menschen, die so neugierig sind, was eine andere Person macht, dass aber sie stehen nicht dazu irgendwie. So I'm wondering, where are the God stalkers? Und darum frage ich, wo sind die Gott The stalken? people that are hunting him down and looking for him and opening up their Bible. Teach me, teach me, teach me. I'm hungry, hungry, hungry. Also Menschen, die Gott nachfolgen und so hungrig sind und die Bibel durchlesen und ihm nachjagen und alles wissen wollen. So followers follow. Also Nachfolger folgen nach. So if I could just say it like this, real simply. Wenn ich das einfach so sagen kann. We're all born on a path. Wir sind also alle auf einem Weg geboren. We come out of our mother's womb and it's all about me. Und wir kommen aus dem Leib unserer Mutter raus und es geht nur um uns. Oder Wah! I want food and your mom feeds you. ich will Food und die Mutter füttert. And whenever you make a noise, it's all about me. I want my needs met. Wenn man auch immer du dann ein Geräusch von dich gibst, es geht immer nur um dich, damit deine Bedürfnisse gestillt werden. So my whole life is about my fun, my stuff, my money, my career, me, me, me. Also mein ganzes Leben ist über mein Geld, das, was mir Spaß macht, das, was ich brauche, ich. And then someone told you that there's another path. Und dann sagte jemand, dass es da noch einen anderen Weg gibt. It's following Christ instead of following self. Es ist Jesus nachfolgen, anstatt sich selbst da zu folgen. It's a whole nother path. Das ist ein ganz anderer Weg. And you realize there's a fork in the road. Und es gibt also eine Weggabelung. You've got to make a decision. Which path will you be on? Und du musst eine Entscheidung treffen, welchen Weg du gehst. So what happens is people reach frustration because they get confused in the decision. Und das kann dazu Frustration führen, wenn man da vor dieser Entscheidung steht und verwirrt ist. They'll say, Lord, please forgive me of my sin. Und sie sagen, Herr, bitte vergib mir meine Sünde. But they don't change paths. Aber sie wechseln den Weg nicht. How can that be? Wie kann das sein? Well, when Jesus said, come follow me, Als Jesus sagte, komm, folge mir he always nach, said two words along with that. In order to follow me, you need to ask forgiveness and repent. Two things. und als Jesus sagte, folge mir nach, sagte er auch noch zwei weitere Sachen. Bitte um Vergebung und kehre um. So you ask forgiveness. Lord, forgive me for being on this path where I've just been following my desires, my stuff, all about me. Forgive me for that. Und du sagst, bittest also um Vergebung dafür, dass du, Herr, ich war auf dem falschen Weg, da wo es nur um mich ging, bitte vergib mir. And repent means to actually change your mind about everything in your life on this whole other path. I'm going to learn how Jesus wants me to live. Und dieses Umkehren oder Buße tun heißt, ich drehe mich um, ich drehe mich weg auf diesen anderen Weg hin, um so zu leben, wie Jesus es will. So people get frustrated Und Menschen werden frustriert because they hear a sermon and they go, yes, I'm so sorry, Lord, please forgive me. und sie sagen dann so, oh Herr, es tut mir so leid, bitte vergib mir. And they keep walking on the same path. Aber sie gehen weiterhin diesen They Weg. don't start following Christ. Und sie fangen nicht an, Jesus They have nachzufolgen. the same habits, same friends, same everything. Sie haben noch die gleichen Gewohnheiten, die gleichen Freunde und auch sonst ist alles gleich. And maybe a month later, they'll hear another message and they'll say, Lord, please forgive me, I'm so sorry. Und einen Monat später hören sie wieder eine Botschaft und sie sagen dann wieder, oh Herr, es tut mir so leid. But then they don't repent or change their path and they keep walking on the same path.
Aber sie kehren nicht um und sie wechseln den Pfad nicht und bleiben weiter auf ihrem And then they Pfad. might do the same thing a year later, and 2 years later, and 3 years later, and they're so frustrated because they keep asking forgiveness, but they're still broken, they're still messed up, the world is still controlling them. Und dann geschieht das Gleiche 1 Jahr später, 2 Jahre später, 3 Jahre später. Sie bitten wieder um Vergebung, aber sie sind weiterhin frustriert, weil sich nichts ändert. And some of them just give up and they say, forget it, this Christian thing doesn't work. Und einige geben auf und sagen, vergiss es, dieses christliche Zeugs, das funktioniert nicht. It was never meant to work like that. Aber es sollte auch gar nie so funktionieren. Of course it doesn't work if you stay on the same path of the world. Natürlich kann es nicht funktionieren, wenn du auf diesem alten Weg der Welt bleibst. Following Christ means we're going to find out what Jesus has to say about love and about marriage and about money and about sex and about friendships. Everything. We're learning this other pathway to live. Jesus nachfolgen heißt, dass ich lerne, was er über Ehe, über Geld, über Arbeit, über Familie zu sagen hat und jeden Bereich des Lebens. In fact, in one place it says the secular people in Antioch first labeled the followers of Christ there. They called them little Christs or Christians. Damals in Antiochia sagten die Gegner vom Christentum, nannten die Christen einfach Christen oder kleine Christen. So it was like this. So they say, is that Christ over there? No, that's Peter. Und sie würden sagen, ist das Christus dort? Nein, das ist Petrus. He is acting so much like Christ. He's following his lifestyle so closely. He looks just like Christ. Er benimmt sich so wie Christus und er folgt so genau wie Christus. Das muss doch er sein. Is that Christ over there? No, that's John. Oder ist er das Christus dort? Nein, das ist Johannes. Sure is acting a lot like Jesus. Aber er handelt so wie Jesus. Is that Christ over there? No, that's Phoebe. Nein, ist das Christus dort? Nein, das ist Phoebe. So the secular people said, all these people are acting so much like Christ, let's give them a name. Also diese weltlichen Leute haben gesagt, all diese Leute benehmen sich so sehr wie Christus, lasst uns ihnen einen Namen geben. Let's call them little Christs. Wir nennen sie kleine Christusse. That's where we get the word Christians. Und daher kommt unser Wort Christen. How many would love to be mistaken for Christ because you look so much like him? Wie viele von euch würden es lieben, wenn man euch für Christus haltet, weil ihr ihm so ähnlich seid? You're following so much in his lifestyle that you look like him. So sehr, ihr wandelt so sehr in seinem Lebensstil, dass ihr wie er ausseht. That's the goal. Das ist das Ziel. Now we have people that call themselves Christians that don't look anything like Christ. Wir haben jetzt also Menschen, die sich Christen nennen, aber die überhaupt nicht wie Christus aussehen. So a disciple is a follower. Also ein Jünger ist jemand, der nachfolgt. So the goal is not just to be born again, but is to be a lifelong follower of Christ. Das Ziel ist also nicht einfach wiedergeboren zu sein, sondern lebenslang Jesus nachzufolgen. So imagine this. Stellt euch vor, There you are at the fork in the road, ihr habt also diese Weggabelung and someone says, become a follower of Christ. und jemand sagt, werde ein Nachfolger von Jesus. So you wrestle with the decision, I need to ask forgiveness, and I need to repent, I need to change the way I think about everything. Und du denkst dann also da drin, ich muss um Vergebung bitten und ich muss umkehren und ich muss das alles machen. So you decide, okay, I'm going to become a follower of Christ. Und es entscheidet sich dann, ich werde ein Nachfolger von Jesus. So you take the first step and you surrender your life and you say, yes, Lord, please forgive me. I'm going to follow you every day of my life. And a miracle happens on the inside of you. Und dann machst du also diesen ersten Schritt und sagst, ich bitte dich um Vergebung für mein altes Leben und ich entscheide mich, dir nachzufolgen, den ganzen Rest meines Lebens. The weight of sin comes off of you. Bam, you get a brand new heart. The Holy Spirit comes inside. It's a miracle. You're a brand new person. Und dann geschieht dieses Wunder, dass du ganz erneuert wirst. Alles ist weg von dir. Der Heilige Geist erfüllt dich. Du bist wirklich neu. And it's only the first step. Und das einfach nach dem ersten Schritt. Imagine the next step and the next step for the rest of your life, getting closer to him, walking with him. It's amazing. Und du stellst dir vor, du machst den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und kommst immer näher zu Jesus und es ist wunderbar. We focus so much on the first step. God has a whole life of steps for us. Und wir fokussieren so stark auf diesen ersten Schritt, aber Gott hat ein ganzes Leben voller Schritte für uns. So, how do we do this practically right now? It's simple. So, wenn wir jetzt praktisch werden, es ist einfach. Just take his teachings that you read in Scripture and put them into practice.
Nehmt einfach das, was Jesus in der Schrift lehrt, und setzt es um. And when you do, you find that he has the best words to life that have ever been uttered in all of human history. Und wenn ihr das tut, werdet ihr sehen, dass er die besten Worte fürs Leben hat, die jemand haben kann. Just take a small one, Nehmt ein kleines Wort, an easy one, ein einfaches. like, let your yes be yes and your no be no. Lass dein Ja Ja sein und dein Nein Nein. So when you say to somebody, I'm going to pray for you, just actually pray for them. Also wenn du jemandem sagst, ich werde für dich beten, dann tu es auch und bete gleich da. In America, it's sort of a Christian greeting. Oh yeah, I'll pray for you, brother, and then we never do it. In Amerika ist es so üblich, dass man sagt, ja, ich werde für dich beten, Bruder, und man tut es nie. Or if you say, I'm going to be there at 7 o'clock, actually be there at 7 o'clock. Let your yes be yes. Oder wenn du sagst, ich werde um 7 Uhr hier sein, dass du auch wirklich um 7 hier bist. Lass dein Ja ein Ja sein. Even when it's difficult, we do it anyways. Selbst wenn es schwierig ist, mach es trotzdem. And in that one small area of your life, you'll start to feel the freedom of God and the favor of God and the grace of God, and that God keeps his word, so he wants us to keep our word. Und wenn wir das in diesem kleinen Bereich umsetzen, dann erfahren wir da die Freiheit von seinem Wort und auch die Gunst von seinem Wort und den Segen von seinem Wort. Und, I missed the last part. That because God keeps his word, he wants us to keep our word. Weil Gott sein Wort hält, möchte er, dass wir unser Wort halten. So simply following Jesus' lifestyle is the beginning of changing the world, at least everywhere you go today. Also wenn man Jesus nachfolgt und seinen Lebensstil anfängt umzusetzen, fängt man an, die Welt zu verändern. And follow him personally, like connect with him in the morning and then let him whisper to you all day long. Und ihm ganz persönlich folgen, also am Morgen mit ihm verbinden und dann den ganzen Tag mit ihm zusammen und verbunden sein. Now I'm sorry, I've run out of time here. Also mir tut's leid, meine Zeit ist zu Ende. I don't have time to talk about seeking and renewing and transforming and connecting. There's so many other great things that disciples get to do. Und ich kann jetzt nicht mehr über diese anderen wunderbaren Sachen reden, was diese Jünger alles tun und erleben. I'll just say this real quick about seeking. Aber ich werde schnell noch über Suchen reden. Everybody remember this verse, seek ye first the kingdom of God? Ihr alle kennt den Vers in Matthäus, sucht zuerst das Reich Gottes oder trachtet We zuerst. sang about that this morning, didn't we? And this is what disciples do. They're constantly seeking God's kingdom. Und das ist das, was Jünger tun. Sie suchen das Reich Gottes, sie trachten danach. How many of you have ever lost a key to your house or to your car? Wer von euch hat schon mal den Hausschlüssel verloren? How about the crazy kind of, oh my gosh, I lost it, and you have everybody looking for the key? Und dann, wenn du sagst, oh, ich habe meinen Schlüssel verloren, dann Anybody fangen alle like an that? zu suchen. What if we were to seek for God's kingdom like that every day? Und wie wäre es, wenn du Gottes Reich so suchen würdest, wie wenn du einen Schlüssel suchst? How about a phone? Have you ever lost your phone? Hast du je schon mal dein Handy verloren? How about the crazy kind of, I lost my whole life, I don't know what I'm going to do? How about that? Oder wer dann, oh nein, ich habe mein ganzes Leben verloren, das steckt da drin. How about, have you ever lost your phone while you're talking on the phone? Oder hast du es schon verloren, während du damit geredet hast? And that sense of urgency, I've got to find this thing. Und es wird dann so dringlich, man muss es wirklich wieder finden. What if we were to seek God's kingdom like that? Und wie wäre es, wenn wir Gottes Reich so intensiv suchen würden? It's as simple as this. Es ist so einfach. If we saw ourselves as ambassadors of another kingdom each day, Wenn wir uns als Botschafter von einem anderen Reich sehen, and every place you went, you're just whispering a prayer, Lord, I invite your presence, your goodness, your love to come into this moment. und wo auch immer du hingehst, dass du sagst, Herr, ich lade deine Gegenwart hier ein, deine Güte. Lord, I'm meeting with this person for lunch, but I want you to have the third seat at the table because I want you to be involved in this conversation. Herr, ich treffe mich heute zum Lunch mit dieser Person und ich möchte, dass du den dritten Stuhl am Tisch einnimmst und dieses Gespräch I'm prägst. looking for your presence and your grace. What do you want to do in this meeting at work today or this meeting at school today? Und ich brauche auch deine Gegenwart und deine Gnade für dieses Meeting, das wir heute haben. Constantly looking for God's kingdom to show up and for us to be a part of what he's doing in the world. Dass wir also die ganze Zeit danach trachten, dass Gottes Reich sichtbar wird und dass wir Teil davon sind. Because that's what disciples do. Denn das tun Jünger. We follow our Lord and we invite his kingdom into every moment of our life. Wir folgen Gott nach und laden ihn in jeden Moment von unserem Leben ein. So
this morning, my encouragement for us is let's all be better disciples. Und meine Ermutigung heute Morgen ist, lasst uns bessere Jünger sein. Say, I'm a follower, but could you be a better follower? Dann sagst du vielleicht, ja, ich bin ein Nachfolger. Could you Ja, follow vielleicht him? könntest du das noch besser. Could you follow him like you follow your favorite sports team or your favorite band? So wie du deinem Lieblingsteam folgst oder deiner Lieblingsband. You say, yeah, I seek the Lord. I seek his kingdom every Sunday when I come to church. Oder sagst du, ja, ich suche den Herrn jeden Sonntagmorgen, wenn ich zum Gottesdienst komme. But what if we were to seek his kingdom moment by moment throughout the day, wherever our life takes us? Aber was könnt ihr euch vorstellen, was geschieht, wenn ihr jeden Moment sein Reich sucht, jeden Tag im Leben? So I want us just to pray for a moment. Ich möchte jetzt beten. See if the Lord would just prompt our heart to be better followers, better disciples today. Herr, du hast unsere Herzen heute angestoßen, dass wir dir bessere Nachfolger werden. Jesus, would you help us Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, to be the kind of people that are so like you that the world would mistake us for you? hilf uns so, dir so ähnlich zu sein, dass Menschen uns mit dir verwechseln. Lord, draw us to you not just on Sundays, but the kind of people that keep following you like the disciples did after the sermon was over. Und ich bitte dich, dass du uns so zu dir ziehst, so dass wir nicht nur sonntags dir nachfolgen, sondern so wie die Jünger die ganze Zeit bei dir waren und gefragt haben. Could I just ask you this morning if you'd say, Lord, I need to be a better follower. Und ich möchte euch fragen, ob ihr das sagen möchtet, Herr, ich möchte ein besserer Nachfolger oder Nachfolgerin sein. If you'd say, Lord, this morning I need to learn more of your words. Oder sagen, Herr, ich muss mehr von deinem Wort lernen. I need to follow your lifestyle better. Ich muss deinem Lebensstil besser folgen. If that's your heart this morning, just lift up a hand and say, Lord, that's me. I want to be a better follower. Und wenn das dich betrifft, dann halte einfach deine Hand auf und sag, ja, ich will dir I don't besser want to nachfolgen. just overhear followers. I want to be a follower. Ich möchte nicht nur hören, was Nachfolger sagen, sondern ich möchte selber einer sein. Lord, you see our hands. You see our hearts. Herr, du siehst unsere Hände und unsere Herzen. If you say, Lord, I want to be a better seeker of your kingdom. Und wenn du sagst, ich möchte besser sein, nach deinem Reich zu trachten, I want your goodness and your grace to usher in each moment of my day. und ich möchte, dass deine Güte und deine Gnade in jeden Moment in meinem Leben hineinwirken. You lift up a hand if that's you. Und bitte segne uns, segne die erhobenen Hände. In Jesus' name. In Jesu Namen. So if your hand is lifted, could we just pray together? Und wenn eure Hand nach oben ist, lasst uns beten. And let's pray out together. Say, Lord Jesus, Und betet, Herr Jesus, my desire mein Wunsch, is not just to be a Christian in name, dass ich nicht nur ein Christ durch den Namen bin, but to be a true follower sondern dass ich wirklich ein echter Nachfolger bin and a seeker of your kingdom. und jemand, der nach deinem Reich trachtet. A lifelong follower, Und jemand, der das ganze Leben dir nachfolgt. becoming more like you Und mehr so zu werden wie du. each day. Jeden Tag. Help me, Lord, Hilf mir dabei, in my journey auf diesem Weg, to be a reflection of what you are really like to this world. damit ich ein Abbild sein kann oder ein Spiegel von dem, wer du wirklich bist in dieser Welt. In Jesus' name we pray. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. God bless you guys. Thank you. Thank you so much. Danke vielmals, Ron. Und wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach jetzt diesem Gebet noch einmal Ausdruck geben können und noch einmal dieses Lied zusammen singen. Make room, Jesus. I make room. Meet me here. Wir können es nicht ohne ihn. Wir brauchen Gott. Wir brauchen eine Begegnung mit ihm, dass er uns neu begegnet. Wir brauchen einander, um in Gemeinschaft ihm nachzufolgen. Und ich lade euch ein, aufzustehen und lasst uns dieses Lied noch einmal singen.
Ja, hallo und willkommen zurück hier bei der Equippers in Zürich. Wir haben den Ron Luce wieder bei uns und ja, wir haben noch ein paar Fragen für ihn und ja, bleibt doch dran. Wir haben die Monika, die für mich übersetzt, die Antworten. Ja, wir haben sicher noch spannende Antworten von Ron. Ron, thank you for your service here. My first one, you told about Jesus lyrics. So, and what is your favorite Jesus lyric? Was ist dein Lieblingsbibelvers? Well, of course, Jesus' lyrics are like words to songs. Jesus didn't write any songs, but you could take his words and write songs with them if you want, to be clear. Also Lyrics oder Liedtexte, was es das heißt. Aber Jesus hat eigentlich nicht Lieder geschrieben, aber man kann das, was er gesagt hat, in Lieder formulieren. So one of my favorite lyrics or words of Jesus is something he said, a new commandment I give to you, love one another as I've loved you. Also ein so Wort, das Jesus gesagt hat, das mir sehr gefällt, ist, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. And what I love about that is he didn't say, love everybody at the same time. He just said, love one another, or in other words, love one person at a time. Jesus hat nicht gesagt, liebt alle Menschen gleichzeitig, sondern im Englischen liebt einander, also das ist wie so einer nach dem anderen. So what that tells me is like, you can't love a crowd, but when you get one person, make them feel so much of the potency of God's love, they walk away going, wow, I have never been treated like with so much dignity, so much care, so much compassion, because they just got treated like Christ would treat them. Es geht also nicht darum, dass ich eine ganze Menschenmasse liebe, sondern dass ich einer Person das vermittle, was es heißt, Gott liebt. Und diese eine Person geht dann weg und sagt, wow, das war jetzt wirklich eine Berührung von Gott. Wow, I love this one because I didn't saw this passage like you. You told us now. Yeah, one each at a time. Yeah. And if I'm done with the first one, I can go to the next one person. That's cool. Thank you. Yeah, you had in the sermon you had some points, but we hadn't the time. So the other parts would be renewing, transforming, connecting, and engaging. Just briefly, can you explain what you wanted to tell us with these points? Do you want to repeat it? Did you understand? Welche waren diese 4 Punkte? Kannst du ganz kurz zu diesen 4 Punkten, die wir vorher nicht in der Predigt durchnehmen konnten, noch etwas sagen? So renewing is getting our mind to think according to how Christ thinks. Diese Erneuerung heißt, dass wir unsere Gedankenwelt dazu bringen, so zu denken, wie Christus denkt. Like if you could see the world as Jesus sees it, what does his mind think of when he thinks of whatever topic or whatever issue you're facing? Wenn du die Welt so siehst, wie Jesus sie sieht, was würde er denken, wenn er das sieht? And so, for example, I'll just give you an example. If you were born in outer space on the space station, you would feel like you're floating your whole life. Also wenn du außerhalb der Erde im Weltraum geboren werdest, dann würde sich das Leben anfühlen, wenn du immer nur so schwebst. So then you're getting ready to travel to Earth, and they say, there's this thing on Earth called gravity. And you can't understand, like gravity, you mean you fall down and you can't get your mind around it. Und dann heißt es, du wirst jetzt auf die Erde gehen und dort gibt es Gravitation und du kannst dir gar nicht vorstellen, was das heißt, dass du jetzt da auf die Erde kommst und das wirkt. Well, that's how Jesus was when he was teaching about the kingdom of God. He was teaching spiritual truths, but people couldn't get their mind around it. Und so ähnlich war es, als Jesus von geistlichen Wahrheiten geredet hat. Die Menschen konnten das einfach nicht erfassen. So then you come to Earth and you think, gravity's not real. I've never experienced it. And then you get next to a cliff and you get too close and you fall off and you break your leg. Und wenn du dann auf die Erde kommst und sagst, also, Gravitation, das ist ja kein Problem, die Schwerkraft, ich habe das ja noch nie erlebt. Und dann kommst du am Rand von einer Klippe und gehst einen Schritt zu weit und fällst runter und brichst dir ein Bein. So for me, like I was born on Earth. So I'm never afraid when I get close to a cliff because my mind is so clear about gravity. I'm not afraid because I'm not going to the edge. Und ich bin ja auf der Erde geboren, ich kenne die Schwerkraft und ich weiß, wie das ist. Also ich muss auch keine Angst haben. Wenn ich am Rand einer Klippe gehe, weiß ich, dass ich nicht weitergehen sollte wegen der Schwerkraft. So what if our mind was so renewed about all of Jesus' principles that
we naturally did the right thing and the godly thing because we know if we step off the cliff, we'll die. And so we're not tempted. Oh no, maybe I'm going to jump off. Maybe I'm not. I'm not sure if gravity's real. You know his truth is real, so you don't get close to the edge. Und das Gleiche ist, wenn Jesus unsere Gedanken so erneuert, dass wir so durchdrungen sind von seiner Realität, dass wir wissen, wie Sachen sind, sodass wir am Rand eine Klippe sehen, wir wissen, wie es funktioniert und wir kommen nicht in Gefahr, runterzustürzen. So that's just one word. They're still transforming and others. I don't know that we have time for all of them today, but just the suffice to say, there's so much adventure in being a follower of Christ and being a disciple. And things that disciples do constantly get us closer to him and living more of how he first intended us to live. Also ich habe nicht die Zeit, um auf die anderen Wörter einzugehen, aber einfach dieses Abenteuer, dieses Bewusstsein, da drin zu leben, was Jesus sagt und wie er lebt und da sich erneuern zu lassen und auf ihn auszurichten. Cool. Okay. So the basic point is it doesn't stop when you say, yeah, let's Christ come into my life and now I'm a Christian. It doesn't stop here. You have to go actually on the path becoming a Christ-like person. Yes. So like we read in the New Testament, I don't know, it is Peter said it's a marathon. Right. That we run in a marathon, and so we do not stop. It is just beginning when you say, yeah, Jesus come into my life, so the marathon just starts then. That's right. Is this the basic thing you wanted to tell us? Yes, except that we want to finish the race and not fall down and crash halfway through it. Yes, please. Paulus, not Petrus. Oh, Paulus hat gesagt, Paul. wir sind in einem Marathon, es geht darum, dass wir gut enden. Und das ist ja jetzt auch so, wenn du sagst, das Leben lang Jesus nachfolgen, sind wir in diesem Marathon. Und ja, natürlich, aber es ist wichtig, dass wir eben nicht stürzen, sondern diesen Lauf gut beenden, wie Paulus das auch gesagt hat. Sounds cool. Yeah, it was. So, and my last question would be, so regarding discipleship, which is really important. What do you have? Do you have some tips for parents? Because in other messages you spoke to, I listened to YouTube yesterday. You told us that young teens, or 13 years olds, are the most likely from the age are getting to become Christian. So what do you have tips for parents with kids in this age? Hast du uns noch Tipps für Eltern, wie sie ihre Kinder oder Teenager wirklich da fördern können in dem Bereich? Well, there's something about 12, 13 years old, it's the bar mitzvah age. It's when even in the Jewish culture, the young person would make their faith their own, not just their parents' faith, but it's their faith. In der jüdischen Kultur ist dieses Alter, so 13, 14, das Bar Mitzvah-Alter, wo Kinder selber ihren Glauben leben und nicht mehr nur den Glauben der Eltern. And I know there's a lot of moms and dads that are really afraid of the culture because, you know, kids have phones and all YouTube and all of that. And so let me tell you what you can do to combat that. Und viele Eltern haben Angst vor dieser Zeit, weil so viele Einflüsse auf ihre Kinder einströmen von Handy und Apps und Social Media und allem. So find some tools while your kids are like 12, 13, 14 and begin to like read together and discuss together the things of God. Und darum empfehle ich Eltern, dass ihr Hilfsmittel findet, die ihr zusammen mit euren Kindern lesen könnt, wenn sie so 13, 14 sind, darüber reden und austauschen, wer Gott ist. So maybe you don't think that you're mature enough, like here I'm going to instruct you and tell you all these things, and you don't want to teach them, but you can let a book, like I mentioned a book earlier, but there are many other tools that you can go through together and let the tool do the training and then you lead a discussion. Okay. Wenn du dir nicht zutraust, selber deinen Kindern solches Wissen zu vermitteln, das musst du auch gar nicht, denn es gibt Bücher, es gibt Hilfsmittel, auch die Bücher, die ich vorhin erwähnt habe und viele andere, die dir helfen, sodass du das nicht aus dir heraus entwickeln musst, sondern es ist schon vorhanden, ein Tool, das du brauchen kannst. And in fact, I would encourage you to tell your young person when they're 13, listen, between all the years, 13, 14, 15, all the way to 20, I'm going to help you become a successful adult by teaching you what Jesus says about this. So each year we're going to have a different theme. We're going to have books we read, podcasts we listen to, and have discussions because I want you to arrive at 20 years old solid and strong and being able to be successful in your life based on what God says success is.
Wow. Du kannst doch deinem Teenager, wenn er 13 ist, sagen, ich möchte, dass du mit 20 wirklich ein guter, starker, gestärkter Erwachsener mit guter Perspektive ist. Und ich schlage vor, dass wir jedes Jahr ein Thema gemeinsam durcharbeiten, das dir hilft, diesen Weg auf eine gute Zukunft mit Jesus hinzugehen. Okay. That's really great. Thank you for your insights, and Well, thank God you for bless your you. sermon here and your Yes. service. Amen. Well, thank you for having me on. God Yeah. bless you all. God bless you, Euch alle. and have a good stay in Switzerland, or Thank you. have a good flight home. Yes, I'll be here for a few more days, and then Yeah. I go home on Wednesday. So enjoy the sun. Thank you. Yeah. Bye bye. Bye-bye. Ja, Leute, danke, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.